Voilà, ich begrüße euch alle gut, und es ist noch besser, dass ihr kommen seid bei unserer ersten Pressekonferenz nur der Vakanz. Und wir hatten heute Morgen dann als Nationalvorstand nur verschiedene Sujets, wo ich nicht drauf weiter angehen als Nominierung, die wir nach laufen so zu merken, nur respektive auch, dass wir als heute Morgen erhalten haben, am Kader von der Sozialwahl vom nächsten Jahr, auch weil sich Liste nur belangt, die schon mit Salarié und so weiter, da der Spuren ist. Aber heute wird sich natürlich sehr konzentriert auf der einen Seite auf verschiedene betriebliche Situationen, unter anderem den Konflikt, den wir am Bereich von dem Kollektivvertrag am Bâtiment haben, kommen nur noch darauf zurück, aber auch ganz positiv Nachrichten, die wird neue Kollektivverträge, sie wird bei der Uni zu Lützeburg, sie wird bei Hasch an M am Commerz, an kommen ja nur kurz darauf zurück. Am Mittelpunkt stehen haut nicht die laufen politisch Dossier, weil im Moment gibt da nicht gerade viel aus bekannten Ursachen, nur Parlamentswahlen der 14. Oktober. Und wir haben ja am Vielfalt von den Wahlen, also GBL, in Kommunikation gemacht von all unseren Forderungen, noch ein paar zu den Themenbereichen, die für allem an erster Linie von der Gewerkschaft Schwäbisch stehen. Wir hatten das alles gemacht über Publikationen, unter anderem GBL aktuell an eine extra Publikation dazu. Und wir haben dann die Analyse gemacht von den einzelnen Programmen von den einzelnen politischen Parteien, die sich zur Wahl stellen, an die Diskussion, die war heute Morgen am Mittelpunkt von unserem Nationalvorstand. Das ist so, dass ein Fenster zugemacht wird, weil das hier käme die Namen. Das ist so, dass EU an dieser Zeit viel gefragt wird, was ihn dann hält von den einzelnen Programmen von politischen Parteien, respektive wo ich selber gesagt als Interessensvertretung vom Salariat, wo soll hingehen, da wird gefragt, ob ihn dann eine Wahlempfehlung möchte oder nicht möchte, dann probieren dann haut als OGBL darauf eine Antwort zu gehen. Dat ist da eng Vire macht vom Fongieruf mehr all Leid, all Wähler hier am Land will wissen, dass 50% von der Population nicht wahlbrecht sind, mit denen die wahlbrecht sind. Geht alle Guten wählen, das ist schon mal wichtig. Wir wissen, dass immer bei den letzten Wahlen, Kommunalwahlen, Parlamentswahlen, aber eine starke Abstention geht, dann das mal nicht ein Appell, dass zumal an den Zeiten, die laufen, nicht ganz wichtig ist, egal was eng politische Meinung ist, sich an politischen, demokratischen Wahlen zu beteiligen. Das ist die Reise ganz klaren erste Message. Die zweite Message, das ist, dass all die wahlberechtigt sind hier am Land, und wir wissen, dass der größte Teil von der Population nicht ist, dass die sind, dass die auch an ihrer Decision, was sie wählen, wie sie wählen, und all die denken, die nicht wahlberechtigt sind, und all die Populationen, die hier am Land leben, die also die Möglichkeit nicht tun. Das sind einfach mal zwei Obriffe, die wir generell wollen als OGBL machen. Und da kommen wir zu der Frage, was das eine Wahlempfehlung vom OGBL. Und ich will das ein bisschen an zwei Partien machen heute mit. Das ist, dass ein allgemein Approche an Schmengen, das ist nach grundsätzlich auch vielleicht die wichtigste bei der Willensbildung von dem, die man will beitragen bei den einzelnen Wählern. An der zweite, das wäre da mehr ein analytischen Teil, wo man, der wisst, mit ein paar die Rotlinien gezogen an Führung oder der Ausschaffen von den Programmen, am ein bisschen analysiert, was die Einzelparteien nicht an ihren Aus und was offiziell an den Wahlprogrammen steht und da ein Vergleich gemacht. Ich meine, der hat da doch Vierleihen, das war der Vierleihen, das werden Dossier vom nächsten OGBL aktuell, die wir rausgehen, an denen eben den Anspruch hat, ob denen einzelnen Themen die Vergleiche zu machen. Wenn ich auf das echt zurück, wir werden das dann noch kommentieren, wenn ich auf das echt zurück kommen als allgemeine Wahlempfehlung,
Also so, dass man dem Wähler soen an du wende ich mich an erster Linie und Wähler die Salarie sind und die Wähler die Salarie wären an haut Rentner sind. Dass dat echt se ganz genau gucke bei den einzelnen politischen Parteien an wat der Richtung geht von enger Politik, wo dat wichtigst ass, dass sozial Ungleichheiten hier am Land reduziert gehen. Das ist das aller wichtigste. An der zweite ist, und das direkt hat gekoppelt, dass par rapport zu den Zukunftsdiskussionen unbedingt die laufen, mit die notwendig sind. Und das auf der einen Seite die ganz technologische Entwicklung von unserer Gesellschaft, das sind die nicht just von Digitalisierung geschwätzt, das geht auch an ganz anderen Technologien nach rüber, dass an den rapide Wandel do mit alle Konsequenzen, die das für die Wirtschaft, Gesellschaft, für die Werbung und Sozialleben von den Leuten tut, dass erstens zu dem Punkt und zu dem zweiten, an den innermauernden Joch, die absolut notwendig geht, dass man uns an ein carbonarm bis carbonfrei Wirtschaft und Gesellschaft bewegen, weil Klimaziele, die müssen erreicht gehen, sonst geht es mittel- bis langfristig eben Katastrophen, die für alle die an nächster Linie können so an nächster Phase treffen, die eben nur nicht die stärksten an der Gesellschaft sind, dass das ein zweiter Punkt ist, den muss betrücht zugehen bei dem Abschätzen von nächsten politischen Programm, wobei den zweiten Punkt muss gebunden sind, dass all die Entwicklungen guckt für im Hintergrund, dass das nicht gegen das Interesse vom Salariat gemerkt wird, mehr mit dem Salariat und am Interessen vom Salariat. Das sind so die zwei Hauptlinien, wenn ich also GBL etwas zu empfehlen, und ein paar Putzen wählen, genau dort die Verprüfungen zu machen. Und ich komme auf die Frage, den nächsten Punkt zurück, den immer mit dem anderen Punkt direkt zusammenhängt und das vernetzt. Das ist die Frage, ja, was ist das dann Aufbau von den sozialen Ungleichheiten? Und da ist es ganz wichtig, dass in die Politik wählt, die erstens mal für die Aufsicherung und Stärkung von den öffentlichen Dienstleistungen antritt. Für was? Man ist im einfachen Grund, weil man generell sozial Ungleichheiten nehmen da verringern an dem Moment, wo für eine Politik antritt und noch die wählt, die eine Stärkung vom Sozialstaat bedeuten und nicht seine Schwächung oder seine Stagnation. Ich mache noch ein Klammer op und ich mache sie ganz schnell zu, weil eben der Mittelpunkt von vielen am Moment Evenementen für Namo an Europa eben steht, nämlich die ganze Entwicklung von rechtsextremen, nationalpopulistischen, faschistischen und so weiter Bewegungen, die mittlerweile fertig sind, bis an die Regierungen an Europa vorzudrängen, also die wird nimmen vom Fond hier eng grundsätzlich Antwort, holt denen Bewegungen all die sozialen Nährboden weg, für das sie überhaupt können entstehen oder sich weiterentwickeln. Und da schwätzen wir vom sozialen Europa, und wir schwätzen, wenn wir vom sozialen Europa schwätzen, vom Aufbau von den sozialen Ungleichheiten, und das möchte ich nimmen. Und das soll heute ganz weit gesucht gehen durch eine Stärkung vom Sozialstaat und nicht durch irgendeine Schwächung oder Stagnation. Sozialstaat, ich resümiere das. Das ist direkt mal auf der ersten Platz als das stark öffentliche Dienstleistungen an alle Bereiche, die du drin kann zählen, ob das Schule sind, ob das Gesundheitswesen, ob das Sozialwesen, ob das öffentlichen Transport, das allmähliche Infrastrukturen, ob das Administrationen sind, staatliche Administrationen, kommunale Administrationen, alles. Und haben wir ob die Bereiche zu privatisieren, den privaten Kommerz zukommen zu lassen. Das sind Entwicklungen, die permanent bei uns passieren. Man muss aufgestockt gehen und an sein Gegenteil umgedreht gehen, dass so, wo man eben einen Sozialstaat aufsichern, und Sozialungleichheiten aufbauen oder zumindest nicht mit Stärke lassen, und das läuft ganz stark über Servicepubliken. Weil, wenn wir die privatisieren, als das Geld für die Reich, auf der anderen Seite sind doch nicht die sich dann die Leistungen können leisten, um die es geht. Das Zweite. Sozialstaat bedeutet natürlich stark Sozialleistungen. Und du hast ganz klar, dass eben Mitteleinkommensschicht, Mitteleinkommensschicht an ihre Möglichkeiten müssen gestärkt gehen, über eine Weiterentwicklung von den Sozialleistungen. Es soll allgemein, ich zähle nicht die
Lob können wir ja nur nach Trop zu Schwätze kommen, wie grundsätzlich as dat. Den dritte Pilier an der ganzen Diskussion pattene wäsch, aber wirklich pattene wäsch von den öffentlich sozialen solidarischen Sozialversicherungen. Gesundheitskäse, Renteversicherung, Pflegeversicherung an so weiter. Just zur Erinnerung. Wir haben gesehen, dass nur der Krise wie stark, dass die öffentlich solidarische Sozialversicherungen stabilisierend waren, an und sich geschützt tun für einen weiteren aus Nähklaffen von den Scheren zwischen denen, die tun, an denen die nicht tun, welche Rolle die Versicherung du gespielt hat. Wir sollen Entscheid abhalten, immer im Ugriff auf die Versicherung zu machen. Das ist also auch den dritten großen Schwach, den zu treffen ist. Der vierte Sozialstaatpunkt, das Steuergerecht geht. Wir haben immer betont, dass du ein Wohlrecht. Ein starker Sozialstaat, der braucht viel Steuern, die braucht genug Abkommens für den Staat können zu leisten. Und das kritisch ist über Steuern, und du also wichtig, dass Steuergerechtigkeit geschafft wird. Wir sind hier am Land, trotz unserer Stützsteuerreform, die gemacht wird. Wir sind aber weit von Steuergerechtigkeit hier am Land. Es gibt einen riesen Unterschied an der Besteuerung von der Arbeit, also von dem, was mehr als Salären verdienen, an all denen, die über Kapitalerträge Revenuen haben. Du gibt es riesige Unterschiede an der Besteuerung, an die müssen Ruf gesagt gehen, aus der Welt geschafft gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dasselbe gilt für Betriebsbesteuerung. Ich komme nur noch darauf zurück, dass vom Fonds her aberrant nach tun zu denken, Betriebsbesteuerungen weiter nach Ruf zu drücken. Aber wie gesagt, ich komme darauf zurück. Steuergerechtigkeit, das bedeutet eben auch Gerechtigkeit auf der Distribution oder von der Repartition von dem Steuervolumen, den an einem Staat racken. Wann es so Sozialungleichheiten ugeschwert hun Sozialstaat, da geht das nicht durch. Wir brauchen dann aber auch an der sogenannten ersten Repartition, nämlich die beim Lohn, dann auch Gerechtigkeit oder ordentlich Lohn an ordentlich Lohn. Und ich betone das nachher, also das bedeutet, dass das auch Lohn sind, die erfasst sind mit der Entwicklung von der Produktivität, die erfasst sind mit den betrieblichen Resultaten, die an die Betrieber rankommen. Und das bedeutet konkret zu Lützeburg ganz genau gucken, was zu der nationalen und allgemeiner Lohnpolitik gesagt wird. Ich gehe durch Stichwörter gehen. Stichwörter, die sind natürlich auf der einen Seite den Index, kommen noch danach drauf zurück, was dann die einzelnen Parteien dazu sagen. An der zweiten als Bedeutung vom Mindestlohn, und ich wiederhole also GBL, wir werden als nicht gehen am Land, bis der Mindestlohn strukturell sich entwickelt wird, auch ein Punkt, wo dem ich nach zurückkommen. Das gilt aber auch insgesamt für die Lohnpolitik. Und schon vier Verbindungen gemacht zu denen Entwicklungen, die am Gange sind, und dass auch also durch Sozialungleichheiten vom Fonds hier überhaupt kein Platz haben, da das Gestaltung von der Erbe von der Zukunft, das immer bei den Arbeitszeiten, bei uns sich enger Organisation von den Arbeitszeiten, von den Arbeitsbedingungen generell am Interessen vom Salariat, und das kann auch keine einseitige Geschichte sein, du kommst dann auch nach drauf zurück. Aber wenn man insgesamt technologische Entwicklung guckt oder wie du geschwert und Notwendigkeit an eine carbonfrei Wirtschaftsgesellschaft zu kommen, dann wissen wir, dass ich betone, dass auch zu vielen Diskussionen hier im Moment hier am Land laufen. Du kann in DW, die kann ich nicht gewinnen, den Match kann ich nicht gewinnen, wenn ich mengt, dass das kein irgendein Weg von Technologiefeindlichkeit geht. Wir brauchen modern, innovativ Technologie für allem. Für all die Ideen abzuholen, die an eine Richtung geht, die von carbonärmer bis carbonfreier Wirtschaft an Gesellschaft ohne das also nicht zu machen. Und das bedeutet auch für Lützeburg, dass wir angebet sind. Wenn ich die will gewinnen, dann muss ich dadurch gewinnen über den Weg von einer gemeinsamen europäischen Wirtschaftspolitik, nicht an einer Politik, wo ihr seht, ich gucke, was die Korinther sind, die mich interessieren, und die anderen können die Rechte holen. Nee, das muss schon
etwas sie wat absolut koordiniert betont weil man moment an Europa do weide weg sind von denen Notwendigkeiten wat koordiniert das sowohl Plan von der froh von der Schutz von der Umwelt der Tisch der Technologie die umweltfreundlich als alles dat möchte dat werden doscher net leng zu Lützeburg Pferde springt van der rechte mat also dat soll mal gonnet muss dat sind also an dem sind falschdiskussionen an wann dat wirklich viel eng seit an op der anderen Seite will ich da betonen wat derbestu belangt derbestu der Zukunft bedeit och dass an der Stunde auch an für Kehr die Klammer op wann in all die negativpolitische Entwicklungen an Europa guckt, dann wird er doch ganz viel mal Zukunftsangst von der Leute, die Zukunft von ihren eigenen sozialen und beruflichen Perspektiven, die von ihren Familien, die von ihren Kindern und so weiter. An der Tisch, dass in die Umbrüche an der Gesellschaft, schon viel du betont, ganz sicher, das muss Mamsalariat machen, an dem sich eben do hier leben verbessert statt verschlechtert, da kriegen nur eine ganze Gesellschaft mobilisiert, die richtige Weg zu gehen, den ganzen Kant aus den falschen Weg erfährt zu nach weiteren negative politischen Entwicklungen. Das ist zum Allgemeinen. Du leider eine Schwellempfehlung vom OGBL, da steht für wir genau an die Programme guckt, welche Partei oder Parteien, ob den du Weg gehen, an ob welche nicht machen. Von der Loa Lab, da gibt es dann ob die Vergleich go, indem wir als proposiert tun, an die mehr kein Wahlbrief verschickt, wo dann Parteien Großkontinent vermögen einfach für mich einfach gemerkt die Einzel Wahlprogramme von einzelnen Parteien man den Vergleich an dann geguckt, was das für als wichtige Punkte eigentlich bedeutet. An es wählt an dem Kontext mit der Lohnpolitik aufhängt, wir hatten eine Rotlinie gezündet, dass den Indexsystem wie man kennen, wo man so tun, dass wir wollen, dass Parteien sich ganz klar für das System ausschwätzen an ganz klar so, dass von allen Manipulationen aufgesehen erinnert ist. So, dann haben wir geguckt, was so dann die einzelnen Parteien dazu. Und du hast ganz interessant, dass eigentlich die Message vom OGBL bei verschiedenen Parteien nu kommt. An der Indexfroh, nämlich das LSAP, DP, die Link an KP, eine Meinung sind und dadurch ganz klar schreiben, dass den aktuellen Indexsystem, dass sie sich total dafür ausschwätzen und dem nicht ändern. Interessant ist, dass bei den Grünen den Index gar nicht behandelt wird an ihrem Wahlprogramm. Ich weiß nicht, für was das vergisst, wenn vergisst, ich kann ich natürlich auch vorstellen, an der Anmerkung, ich eben noch an profitieren haut. Von der Occasion dann ganz klar den Grünen zu suchen, da fehlt etwas an ihrem Wahlprogramm und nach 2 Wochen für ganz klar zum Index eine ganz klare Position anzuwählen. Da haben wir ja immer gesagt, was für uns wichtig ist, dass das eine klare Position anhält an keine, die irgendwo könnten falsch oder die nicht eindeutig sind, die könnten zu verschiedenen Interpretationen führen. Und das an einem bestimmten Sinn, und dafür machen wir auch einen Appell und CSV. Und die nächsten 14 Tage steht viel mehr klar Stellung zu hören zum Index, weil das geht eigentlich nicht durch, wenn ihr seht, dass die Indexierung weiterhin ein fester Bestandteil von ihrer Politik bleibt, dann sichergestellt soll gehen, dass die Löhne und Rente sollen am Schritt mit der Lebenshaltungskosten Schritt halten. Ich meine, irgendwo schließt das bestimmte Manipulationen nicht unbedingt aus. Da fehlt es an Klarheit am Text, aber wie gesagt, wir machen hier keine Erstellungen. Aber das, was wir uns wünschen, dass wir auch da an die nächsten 14 Tage vielleicht mehr klaren Satz dazu kreieren. Voilà, ich kann auch Piraten nennen, die mit denen wir gut verstanden sind, weil die und sich eine Verschlechterung vom Index hier gesehen, weil eine Deckelung bei 3 Mal den Mindestlohn proposieren. Aber bon, ich will aber nicht nur am weiteren Verlauf so überall an Detailer ago, wie ich das gemerkt habe, sitzen wir allein hier, zu summen, dafür haben wir erst auch das irgendwo zu summen gestalten lassen, die heute als Material für dann im Detail zu gucken. Wichtig ist aber dann, als zweitgrößte Mindestlohn, wo man natürlich irgendwo negative Bilder
machen, dass NGBL als die Gewerkschaft, die kann ich so de facto die Gewerkschaft, die seriös fordert. Der Mindestlohn strukturelle Erhebung Center 2015 an 10%. Ob die Argumentation gehen schaut nicht nach unbedingt weiter am Detail an, den Hummer am letzten UGBL aktuellen als Dossier ganz am Detail eigentlich veröffentlicht, aber ziert, dass die strukturelle Erhebung, die ich vielleicht an einem Satz erklären. Hier geht um den Lohn, hier geht nicht um die Sozialleistung. Hier geht es auch nicht um die Frage von der Steuerbefreiung vom Mindestlohn. Auch die Forderung haben wir. Nein, hier geht es mal als erst um den Lohn und sich. Wie geht Produktivität und Betriebsresultate hier, wie gehen die verdeelt? Und du verlangen wir von Nationalpolitik, dass Lohn, du gesagt wird als Mindestlohn, den auch profitiert von den Produktivitätsgewinner an den Wirtschaftsresultaten, die heute in Lützeburg gemacht werden. Es muss sein, und Herr Büttler hat dann geschrieben zu Göteborg. Europäisch sein von den sozialen Rechten, dass der Lohn, und du geht nicht von Sozialleistung geschwächt, dass der Lohn muss mehr machen, an einem Land dezent können zu leben, immer, und das ist wichtig, par rapport zu den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, also von der allgemeinen Situation von dem betreffenden Land. Ich betone also, es geht um den Lohn, strukturelle Erhebung vom Lohn. Und ich will ein Beispiel. Ich schwätze immer von den Bootsfrauen, Bootsmännern, die für so viele Jahre nach einem Betrieber geschafft haben, wo der Kollektivvertrag ist, wo sie auch drinnen gefallen sind, aber wo sie nicht outgesourced sind oder outgesourced waren. Da haben sie profitiert von der Gesamtproduktivitätsgewinn an dem Betrieb. Weil wie kommen sie dann zustande? Wie das Lomé wird, Bootsfrauen, Wiener und so weiter. Die kommen. Sie haben davon profitiert, hatten besser Konditionen wie die diese Haut tun, nachdem sie outgesourced sind, wo die Produktivität an die Resultate von den Betrieben, die selbst durch geschwert haben, nicht mehr ob das Personal an einer Deler vom Personal mittlerweile übergehen. Und das trägt für all die Leute nur Ende, weil sie nicht mehr von der gesamten Produktivitätsentwicklung an einem Land profitieren. Das ist die Argumentation vom UGBL für die Erhebung vom Mindestlohn. Das soll ganz klar sein. Das soll auch wird ganz klar sein, den ja weiter nicht anders herrspricht. Da am Tageblatt Interview gelesen, für so weit zu gehen, dass so, ja, mir das betrifft so viele Leute sowieso nicht, die hier am Land leben, mehr so viel, die außerhalb der Grenzen leben. Ist das die Argumentation falsch? Weil Proportion Niveau Mindestlohn zwischen Frontalier und Residenten als plus oder weniger dieselbe Stimme auf ganz andere Schnitter gesehen von der Arbeitspopulation als überall plus oder weniger dieselbe Proportion. Insofern ist die Argumentation schon falsch. Wir haben viele Leute hier am Land, die wohnen, die Mindestlohn verdienen oder wie immer mehr Leute hier am Land, die nicht weit vom Mindestlohn verdienen. Und das sind Realitäten. An eine zweite Realität, das ist eben ganz genau das Modul Transfer von Produktivitätsgewinnern, die nicht mehr nur innen lebt. Und dafür die Forderung, der Mindestlohn muss erop. Die Parteien, die Position unterstützen, ob die eng oder die andere Manier, weil sie verschiedene Modelle haben. Da tun wir herausgefunden, dass das DLSAP ist, die Link, KPL, und Piraten und auch die Grünen, die allerdings plus oder weniger diffusen Modelle. Da geht strukturelle Erhebung vom Mindestlohn, hat sich CSV ausgeschwert an DP. Wir haben dann an dem selben Kontext von der steuerlichen Entlastung, Steuerkredit, durch DLSAP, CSV, KPL und DP, die sich dann durchhiefer wollen und sich so, du musst eine Verbesserung passieren für den Mindestlohn, das ist eine zusätzliche Forderung von uns. Neben der grundsätzlichen Erhebung vom Lohn, wobei NDP mal auch nicht Niveau von der Steuertabelle etwas will ändern, mir bestenfalls bei den Sozialleistungen, du geht da von der Mietsubvention geschwärzt. Und du gesagt, wie die Welt dann ganz weit auseinander sind, und ich muss auch da eine Kritik nach einem zusätzlichen der DP machen, weil wenn ihr den Text genau liest, da gibt eigentlich indirekt sogar den aktuellen Mechanismus von der Anpassung, periodischer Anpassung von Mindestlohn und Lohnentwicklung auch vorgestellt, weil das will sie gucken für den Hintergrund Erwerbslosigkeit an Wirtschaft, und das ist schon ein starkes Stück von in das an dem Programm
raschreift, du geht nach ich an eng einer Richtung. So, dat alles zur Lohnpolitik, die allgemeine Lohnpolitik in Schlo net weiter an. Ein anderes Thema, was dann am Mittelpunkt von der Diskussion steht, sind Werbeszeiten. Und ich hole mir das auch als von den prioritären Punkten aus dem einfachen Grund, es geht ja nicht nur um just eine Diskussion über die Werbeszeitverkürzung, die verschiedenen Parteien eigentlich an ihrem Programm stehen haben. Es geht aber vor allem auch über die ganze Logik, über die Arbeitszeiten, wie soll Arbeitszeiten gestaltet gehen. Und, du hast interessant, dass ein ganz paar die Leute, die Sachen abgreifen, die muss man so froh vom Recht auf Dekonnexion, verschiedene Parteien, die haben Überlegungen, Teilzeit muss ausgebaut werden, aber Teilzeit am Retour, das heißt, dass ich Recht soll kriegen, Teilzeit wäre eine gewisse Erfassung im Leben, aus dem an dem Grund zu machen, wo ich aber dann Garantie haben, auch auf den Temps plein zurück zu kommen, wo das so nicht, wo das so eine Retour kann gehen. Da gehen also ein ganz Party von interessanten Überlegungen. Guckt sie selber nur wie die einzelnen Parteien, das gibt es für mich zu lang feiern, wenn ich das alles im Detail machen. Aber Punkt, was die Arbeitszeit belangt, nicht der Arbeitszeitverkürzung. Aber die Arbeitszeitverkürzung ist so, dass eine SAP, die Link, KPL, dafür antreten, die Arbeitszeit zu verkürzen. Und dann haben wir Piraten, die gegen die wollen darüber diskutieren. Und CSV und DP sind negativ dazu angestellt. Das ist die Information. Was aber ganz wichtig ist, das Tool von der sogenannten Flexibilisierung. Und da kommen wir nicht ernst, an diesem Kontext zu sagen, dass wir schockiert eigentlich sind über das, was die Demokratische Partei proposiert. Die Demokratische Partei, die da hingeht, an erstens, und ich verstehe Ihren Satz nicht, dass PAN-Gesetz, das neue PAN-Gesetz und sich nicht am Interesse von den Arbeitnehmern gewährt wäre. Also wenn ich gucke, wie die Arbeitgeber sich abgeregt haben, dann weiß ich nicht, ob sie das falsche Wort nicht geschrieben haben. Wenn aber die weiteren Erklärungen kommen, und das da, wo ich schockiert bin, das ist, wenn ihr da seht, wir wollen die Arbeitszeit auf 12 Monate am Arbeitsgesetz flexibilisieren. Und die Arbeitszeitorganisation insgesamt mit innerbetrieblichen Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber machen. Dann ist das nicht Ernstes, wie erstens mal zu 250% die Forderungen von der UEL, vom Patronat zu überholen. Und du machst alles Ernstes wie salariatsfreundlich zu sein, mir absolut salariatsfeindlich. Weil ich erinnere es tun, dass das auch gleichzeitig bedeutet, dass im Gesamtkollektivvertragswesen, obwohl für alles, was man der Arbeitszeit nur belangt, hier am Land vorstellt, kein Kollektivvertragswesen geht, weil bekanntlich also so, es kann in einem Moment am neuen PAN-Gesetz bis 4 Monate gehen, an der von der Referenzperioden alles drüber, bis 12 Monate, das ist möglich, das ist schon möglich. Aber just über Kollektivverträge, das heißt, da freue ich mich von der Demokratischen Partei, dass du so fordert, wir wollen das selbst ohne Kollektivverträge, und das ist ein Frontalattack gegen Gewerkschaftsverhandlungsrechte und nur Verhandlungsrechte vom Salariat, anhand den Verhandlungsrecht stehen, die Arbeitszeitinteressen, die giffen in so enger Formel total in der Trierde kommen. Das andere bedeutet doch innerbetriebliche Vereinbarung, das ist nicht mit Kollektivvertrag. Nee, das wir gehen also schon eins am Betrieb. Genau das, was den UEL probiert hat, am PAN-Gesetzdiskussion durchzukriegen. Wir gehen also ändert alles eins. Wir brauchen nicht Gewerkschaft, wir brauchen keine Organisation von den Salarien, die auf die Arbeitszeit. Wir brauchen das, wir gehen also eins. Wie das ausgeht, wissen wir, wie das ist. Das ist sich eine totale Unterwerfung vom Salari und die Interessen vom Betrieb, die du verlangt. Aber wenn ich einen dritten Punkt kombiniere, bei der selbst Partei, die zum Volley-Arbeitsrecht man nicht Ernstes von tun, wie das gesagt hat zum Arbeitsrecht, da gibt es nach 5 Punkten. Nee, gibt just einen Satz, den heißt, da soll Zielorientiertheit vom Arbeitsrecht soll überprüft gehen. Und das ist die politische Position.
Da stelle ich mal froh, wo soll van der Ton Zieler sinn. Aber da wissen wir, wo es soll hingoen an dat als deutscher net die Richtung die anzuschluen ist. Was die anderen Parteien zu der Erbesflexibilisierung so Skin, wie gesagt, ich kann den Ballpunkt agoen, du wäre so froh, wenn die eng oder die anderen mehr präzis gehen, wo ich noch kein will direkt erwähnen, aber auch du gehen nicht Sachen, die müssten viel mehr präzisiert gehen, für das ein Wähler genau weißt, werdet du gehen und du müsst du ein Score von den Parteiprogrammen schreibt. Ich komme dann zum Sozialdialog. Du geht es vielleicht Dateien zu sagen, dass ich positiv fand, dass beispielsweise ein LSAP, die Link, KPL und sich insgesamt ein Fordern, das Streikrecht nach gestärkt wird, dass insgesamt betriebliche Mattbestimmung gesagt wird, dafür dann noch Kollektivvertragswesen zu Lützeburg gestärkt. Interessant ist aber auch bei der CSV, wo gesagt wird, wir wollen, du sind zwei Sachen. Die Verschaffung vom Kollektivvertragsgesetz aus dem Jahr 2004, das soll angepasst gehen und die verändert Arbeitswelt. Ich kann so etwas als Gedankengang natürlich unterstützen, aus dem einfachen Grund, weil mir ja selber so, dass du Munches eigentlich muss neue Situationen adaptiert gehen. Allerdings bei so Sachen sind ich natürlich auch immer froh, wenn ich mehr am Detail aber schon gewusst gehen, wo eigentlich auf welcher Basis zu Probleme zu so Evaluierungen könnt. Mehr können der Ballfall so, wie wird es mir zu so Evaluierungen kommen. Dann Tripartit, auch CSV, Tripartit als Kriseninstrument gesehen, da das nicht ernst was der OGBL immer sieht, Tripartit als Kriseninstrument, dann nicht ernst ist. Und ich bin froh, dass CSV einen gewissen Sinneswandel dann matt gemacht hat, weil, wenn ich mich erinnere, bis 2013 als Wert nach einem Tripartit zu Lützeburg bestanden hat. Und dass das nach schüste Gremium war für den Index zu manipulieren, das ist nicht ernst ist, da fand ich das gut, dass wir im Zurück hatten, ob eine Notion von Tripartit als Kriseninstrument dann auch kombiniert mit dem, was Joschus kann unterstützen, dass ihn sich handelt, der Wirtschaftssozialrat stellt, an die noch Entwicklungen will aufpassen, das können wir nehmen dann mit Ruhe. Wie gesagt, ob einer Partei im Jahr zu der Demokratischen Partei, was den Sozialdialog belangt, also du hast schon von innerbetrieblichen Vereinbarungen geschwärzt, als du nicht viel zu sehen. Wir haben dann in einer Rotlinie, die wir gezogen haben, ist natürlich Renten. Und da ist dann noch ganz interessant zu gucken, was dann die Einzelparteien dazu sagen. Meine Position ist so klar, wir wollen keine Verschlechterung von unserem öffentlich-solidarischen Rentensystem, eine fortschrittliche Anpassung und Entwicklungen, wo es notwendig ist, fortschrittlich ist, nicht eine Erweiterung am Niveau von dem Absatz vom Rentenalter oder irgendeine Leistungsverkürzung mit einer Anpassung, wie zum Beispiel auch von der einen oder anderen Partei abgeworfen ist, dass es auch bestimmten Perioden gehen, wo in einen Schmissen und Sozialversicherung und Sozialbeiträge, Schulen und so weiter. Aber gut, auch das sind Details, auf die ich schon da gehen. Für mich wichtig ist eigentlich, wohl zu gucken, wie will dann etwas mit der Rente machen. Ein LSAP sieht und den aktuellen Grundlagen festhalten, keine Rentenkürzungen, keine Erhöhung vom Rentenantrittsalter an, interessant, mittelfristig neue Finanzierungsquellen erschließen. Du geht dann nur Robotersteuer oder Finanztransaktionssteuer geduld. Das sind so die wesentlichen Punkte von einer LSAP. Ich könnte dann aber auch etwas Negatives sagen, zu unserer roter Linie. Und dann wünsche ich mir die Demokratische Partei, die schreibt, alle 3 Jahre soll überprüft gehen. Und da gegebenenfalls, und das kenne ich eigentlich von der letzten, oder nicht das, aber von der letzten Legislaturperiode, wo du wichtige Stellschrauben drehen. Du wichtige Stellschrauben drehen. An der Tisch, dass du also Leistungsverschlechterungen, Verschlechterung von unserer Rentenversicherung, alles Ernstes wie ausgeschlossen ist, und du
können wir eigentlich für der Sache nimmen warnen. Zum davon dat gekoppelt das und Förderung von Privatversicherung, wo man dann aber genug steuerlich Gelder hun für dat zu unterstützen. Das ist genau die Politik, die zu denen Brüche an der Gesellschaft feiert, die ich für nu geschwert habe. Bei der CSV du meinst einen Appell auch an den nächsten 14 Tage auch do Klarheit zu schaffen. Weil die man ledig wisst, wie es geht, mehr gehen einen Schnitt klug aus dem, was den CSV zu der Rente froh schreibt. Ich will heute dort nicht erstellen. Du lädt mal wirklich fern dazu machen. Aber ich wünsche mir viel mehr klaren Text. Aber Moment mehr einen Text, den auf der einen Seite seht, von denen aktuellen Leuten, also Salarien, sollen Renten ursprünglich gesichert bleiben, an Rente soll nicht gekürzt gehen. Ich froh, ja, gilt dadurch für den Rentenajustement so wie viel gesehen hast, für zukünftig Renten ursprünglich, den in einer Karriere sicher Wirtschaft oder nicht, und so weiter. Sie viel frohen, die offen bleiben. Zum Beispiel nach von den aktuellen Salarien schwätzt, und gleichzeitig aber seht, ja, wir wollen eine Reform machen, weil, und da können die mit den klassischen Argumenten, irgendwann rennen wir an den Beton, ja, da muss ich mir sagen, was soll die Richtung von der Reform? Du geht nicht durch, die wollen mehr mit den Sozialpartnern diskutieren. Weil auf der einen Seite den zu, da so wir brauchen eine Reform, und wenn sie von aktuellen Salarien, da so ja an was steht, machen wir dort Differenz, die Jugendlichen, die Haut an der Schule sind, am mehr schaffen gehen, sollen die mir schlecht öffentlich solidarische Rentenversicherung tun, als das nicht ausgeschlossen, als das was avisiert wird. Geht nicht für die erste, aber für die nächste. Das sind die größten Fragen, die nur abgeworfen sind, und wie gesagt, so sind an dem Sinn Interpretationen möglich, die Verschlechterungen von unserem öffentlich solidarischen Rentewesen nicht ausschließen, zumal von den Orlo für die Mandatur eine Reform ukennnecht, und da ist es aufzupassen. Außer die Partei geht hin und klärt all die Fragen viel mehr gründlich, also wie gesagt, sind auf 14 Tage Zeit. Krankenversicherung, ist schon da, das sind auch schon die mehr spezifischen Themen wie der TRPA generalisé, wo eigentlich die meisten Parteien dafür sind, CSV hat einen ganz einschränkenden Sinn, und DP mengt keine Meinung dazu, das soll ein Ergebnis offen diskutieren, steht da. Krankenversicherung mengen was immer rausgenommen, wir fanden das positiv. Also wir fanden insgesamt, dass da es gelungen ist, dass man ganz viele Sujets, die man als Diskussion gehalten haben, von den einzelnen Parteien behandelt sind. Und das ist eben konstruktiver, noch positiver, noch inhaltlich gut für eine Willensbildung. Dafür muss noch auf feststellen, dass eigentlich die meisten dafür antreten, dass der Leistungskatalog, die eine Nomenklatur, die eine Leistungskatalog und so weiter, insgesamt Niveau von der Krankenversicherung, Gesundheitskäse mit Krankenversicherung sollen gestärkt gehen, dass eben noch neue Strukturen entweder geschafft gehen oder verbessert sind. Und da sind wir natürlich an den Diskussionen über die Urgence, wir sind an Diskussionen über Medikalen und so weiter. Und dann eben noch Parteien, die ganz klar drauf halten, dass da am öffentlichen Gesundheitswesen bleibt und nicht privat kommerzialisiert wird. Voilà. Dann gebe ich nach just allgemein zu den Sozialleistungen an das Thema von der Fiskalität agoen. Sozialleistungen, du hast so auf jeden Fall Piraten, weil du könnt hier bedingungslos abkommen, was du gefordert wird. Ich will also Berger zu stecken, mich auch du gehst das mit die gewerkschaftlichen Analysen am Ausland sollen höllisch aufpassen, ob die Sache mit den bedingungslosen Abkommen, also wenn an seine Richtung geht, da gibt es mich zu verschwiegen, dass dann ein ganz paar Jahre Sachen, die Lo-Elemente, wesentliche Elemente vom Sozialstaat sind, natürlich auch vorgestellt gehen, ob das dann die Indemnität vom Chômage ist oder ganz andere Sachen. Das also nicht, dass du etwas zusätzlich kriegst, das kann so gut so sein, dass es da noch Männer gibt, wie das, was den
für die meisten Leute an der Gesellschaft hat. Mir unabhängig davon, also den Linie eigentlich fatal aus einer Gesellschaft, die am Umbruch ist. Schon viel nur geschwärzt, neue Technologien, digitale Entwicklung, ich gehe nicht auf die Statistiken, genau wie denken so, du fahren so viele Arbeitsplätze weg, oder der Arbeit geht alles aus, und die anderen so in die Konträr. Wir wissen, dass es mit ganz, ganz vielen Wandeln zu denen hat, und das am Leben von den Leuten selber, weil alles ziemlich schnell geht. Und da muss eine Politik gemacht gehen, dass wann es dazu soll sein, dass die Produktivitätsgewinner und so weiter, auf der anderen Seite auch eben eine allgemeine Rationalisierung von Erbschrift stattfinden, die könnte riskieren, dass es zu Erbslosigkeit könnte, ja dann geht um Verdelungsgerechtigkeit bei der Erbschaft. Verdelung von der Erbschaft, dann sind wir bei der Erbszeitverkürzungsdiskussion, aber nicht ernst ist, statt dass man hier nur eng Logik hun an einer Gesellschaft, wo man ënnechte Rand eben Leiit tun die bedingungslos abkommens, dat dann do bleiben se par rapport zu anderen Dele von der Gesellschaft, dat wir eng von den schlimmsten Spaltungen, die nimmen denkbar ist. Bist mir lang ausgeholt immer der Diskussion der sogenannten bedingungslos Grundabkommens. Zu Sozialleistungen man die gering ganz wie beim Index kein aus noch du in 14 Zeit hier die Decision ob es man oder nicht App es du zu suchen oder nicht. Der Indexierung vom Kannergeld respektiv 2019 Erhechung vom Kannergeld dat begräse man allerdings man du schon am Nachhinein nach mat Kritik dass mehr un sege Projekt loi do Lein hun den zwar Verbesserungs net fähig as mir muss auch verbessert gehen. Dat op der Basis dem Akkord immer 29. November 2014 mat der Regierung getroffen am Zukunftspark, wo iwwer d Indexierung wächgeht, du gildet und sech d Indexierung plus eben d'Entwicklung real lehn zu Lützeburg und d'Entwicklung vum Medianlo. Dat war Basis geht also mir weit wie positiv as egal wéi. Bei der CSV schmeng dat kann der schmeng du gildet de klengere Tour en arrière op d'Allocation d'Education an Staffelung vum Kannergeld. Ich brauch dat net alles lo op ze zielelen mé interessant ass bei der DP, dat die ensch aus die gemerk gët, dats das System vun de Scheckservissen aufschafen an duge Neid ersetzen. Sos keng aussoen natürlich gespannt, wärmer einsch gespannt ze wisse, wat dat dann eigentlich soll sinn. Das aber trotzdem geht net zu so echt muss ich vielleicht motivieren. Wie wetter sie will Besuch schaffen, dat ein Schluck ist an da so ja an wann man doof schaffen du eng besser Idee. Kann sinn eng besser Idee verschließen als net besser Ideen. Ich will an dem zu summen hauen auch op dat Argument zu dem Congé Parentalsgeschicht. Wo man am Kernmengen schwert am Nu vu DP ansteht am Programm gesot huet de Congé parental plus 12 meint, aber ënner d Formül Congé standard an Eis wie der Congé sans solde, wo den Staat mis dann oder géif dann Sozialbeiträge iwwerhoelen. An der kënne hierstellen, dats mir an Tisch begreessen an dem Moment, wo nach zusätzlichen Möglichkeiten schafft. Congé parental zu Ränder, die nach der Erhechung von denen Mengt, die indemnisiert gehen, fordern, dass in dat allgemeng einsch begräst, weil dat positiv ist, als es vielen Ursachen raus, die Breche nicht weiter anzugehen. Da muss es aber so sehen, dass es sozial gerecht ist und unterschiedlich kann davon profitieren. Das ist so noch ganz klar. Eng Familie mat 2-mal Mindestlohn, die Congé parental hält, mat der Indemnität, könnt du mal die tronnen, weil da so gelungen ist, dat war auch den Zukunftspark Akkor, dass mittlerweile Congé parental, also Niveau Mindestlohn wird, respektiv sich mit dem Mindestlohn dynamisch entwickelt. Schön, gut, da eine gute Reform, ich stimme immer Hand tun. Wann aber lo gesagt wird, ja, wir machen Congé sans solde als Möglichkeit. Ja, immer lädt die Enkel statt lechten, eng Familie, die 2-mal Mindestlohn schafft, die kann statt net lechten. Und dann stellt sich eben froh, ob das sozial gerecht ist, dann wird das ganz, ganz schnell fand, dass das sozial ungerecht. Und dafür plädiere mehr dann echt, dass sie sieht, okay, absetzen,
wo aber für alle man dat kann an droisch sozial gestaffelt sie sozial selektiv sie für die eng weiter indemnisiert gött an die Änner eben dann deelweise indemnisiert gött oder carrément just quand soll sie par rapport zu dem Revenu den das man egal wie dat muss nicht die letzte Formel sind die ich so tun mir das aber ni für eng Richtung unzugehen da sie immer sozial gerecht geht und da passiert net dat weil die bei Familie deelweis passiert dass das National die ennne Schicht von Reformen de facto net profitiert da wir als Kalkülen draus gin huet trotz Checkservice trotz freien gratis Unterricht do Treschhnungen gonne zu klo wie dat immer do hingestaltet an mehr zu engem negative Punkt gelangt. Dann nach schü als letzte Punkt und dann ginnechmech sowieso zu lang. Das ist Fiskalität also ganz interessant Thema so Sozialstaat muss Geld tun, aber auf der Basis war mesch von Steuergerechtigkeit. Und was du dann interessant par rapport zu so kruziale Punkten zu gucken, was dann die Einzelparteien so in Fiskalität, Kapitalbesteuerung und Rücksätze. Du haben eigentlich die Geringen, die du vier sehen, basieren da war final auf rufenden Stock Options, dasselbe gilt für der SAP, du könnt nach Finanztransaktionssteuer dabei. Bei der CSV ja Stock Options aber du könnt eng Formel, die schwer zu verstohlen ist, sind also Bedingungen irgendwo drin gebunden. DP gegen Finanztransaktions noch alle Digitalisierungssteuer KP hast du 4 da geht du damit wei doch wat Investfonds überlangt an derselbe bei der D-Lenk. Interessant hast du dann die frohe Betriebsbesteuerung Rufsetzen oder nicht an du man hat jede Schei dann unterschiedliche Optionen. Wo die gegen die Gentrufsätze von der Betriebsbesteuerung sie hun eng SAP do geint mehr hun eng CSV die do 4 ass an dann get du von der verbreter Berechnungsgrundlage geschwert die dann aber soll du geschafft gehen am hun Steuererlichtungen bei dem Risikokapital so an Start-up und so weiter eng DP als dofir fir klenger Mittelbetrieber aufzusetzen an noch dort der Lichtung vun de Start-up. Die anderen Parteien sind do geint. Respektiv vun so Dropsatz vun der Betriebsbesteuerung. Ich will so an Heisunstand fir CSV, also ich denken das sesche Widerspruch von den du hingeht seht will ausstrecken mehr wollen nicht mehr schwätzen viele Sozialstaaten wir wollen den Sozialstaat denkt noch um die aus so zur Reform Rentenversicherung wo scheinbar ihn dann irgendwo Probleme gesagt an der gleichzeitig du hingeht an Finanzkraft von einem Staat will schwächen durch eine Weiterrufsenkung von den Betriebsbesteuerung. Wir sind der Meinung, dass das wirklich nicht mehr wäre. An das Argument da machen wir Berechnungsgrundlage so ein paar imposabel von dem ganzen Hybrid. Da tun wir schon ein hier. Da tun wir bei der Reform, bei der Steuerreform, die Lächt, wir das hier. Du hast auch gesagt, wir setzen Steuern auf, aber man Berechnungsgrundlage, ja, das passiert, dann hat das nicht passiert. Mir schon demals gesagt, man muss das und dann setzt er gegebenenfalls Steuern auf. Nee, umgekehrt. Und hier ist Dremenke. Ich will nicht mehr das hier suchen. Aber der ist Molenke mehr von der Zeit tut. Für zu gucken, wie von 90er Jahren nun, 90er Jahren bis heute, systematisch, Schritt für Schritt Betriebsbesteuerung aufgesetzt wird. Und gleichzeitig stehen direkt Steuerlast von der Bevölkerung an Blut gesagt gehen als und da könnte der dritte große Pilier dann als Sache von der direkter Besteuerung von der Person Physik. Wenn etwas raufgegangen ist, massiv, dann als Betriebsbesteuerung. An einer wie der Betrieber bedeelen sich immer Männer unter Finanzierung vom Staat. Und auf der anderen Seite verlangen sie aber von dem selbst Staat immer mehr, wenn dem
Unterstützung geht für Innovation, Recherche, an Hai, an Do und so weiter. Und das geht nicht so weiter. Aber wir wissen, dass aus ganz Europa, dass viele Staaten, Haushalter leiden unter einem Mangtum und Resetten, an dat erstens Betriebsbesteuerung, die ganze Fiskaldumping, die du gemacht wird, und zweitens natürlich, dass Kapitalerträge zu niedrig besteuert insgesamt. Aber wir sind nicht der Meinung, dass wir heute Lützeburg noch weiter, wie so eine Partei, die Stellschrauben drehen, weil das tun, dass die immer an eine bestimmte Richtung geht, die ist nicht gut für das Land. Doch da denken ich, soll die Partei denke überlegen, ob das der richtige Weg ist, für Probleme zu lösen. Die anderen Sachen, bei der Besteuerung, du gibt viel diskutiert über die Gruppe in der Familie monoparentalen, du gehen verschiedene Modelle. Ich erinnere daran, dass mehr gesagt haben, die Diskussion, die soll effektiv stattfinden. Wir haben noch kein fertiges Modell, so nicht direkt, aber das ist ganz klar, dass an dem Barem gehen verschiedene Situationen. Und du denkst schon, dass es für allem muss an eine Richtung gehen, dass es für allem innen zu einer Steuererleichterung gegebenenfalls könnt, aber nicht nur Uwe, weil dann möchten wir den Konträr von dem, was den da gibt es wirklich schon eine falsche Richtung gehen. Ich verstehe die Parteien, die den Steuerspitzesatz wollen abheben. Meine Bereich verbindet sich da der Punkt, dass das mehr für eine weitere Auflachung vom sogenannten Mittelstandsbockel sehen. Und das bedeutet, wenn du in einem steuerlichen Equiliber bleiben, dass ein effektiv nur Uwen nach weiter geht Niveau von nach weiter opgeht, also historisch wäre viel mehr zu anderen Zeiten, also mir das sind du aber geht ja mengen dat als die wesentlichen Sachen, die du zu nennen sind ja vielleicht damals dem Mindestlohn der Tisch, dass ich bin schon ein CSV, die eben den Grund die Basis den Abstieg schon Besteuerung die wollen sich hegen, was bedeutet, dass das mich spät an Steuerbezüge kommt. Das wäre eine Entlastung vom Mindestlohn, was das auch die enge oder die andere Partei proposiert. Voilà, das ist ein bisschen zu dem Teil von dem Gesamtüberblick von den Parteien Vergleich für die Wahlen. Und ich hoffe eben, dass mehr du eben einen Beitrag machen durch die vergleichende Analyse für den Wähler eigentlich zu helfen, sich ein Bild zu machen par rapport zu singen Schwarz am 14. Oktober. Ich gehe nur nach just kurz auf die anderen 3 ungekannte Dossiers an. Mehr und eine Konfliktverschärfung an dem Kollektivvertrag von der Konstruktion, dem Bâtiment, wo man nicht weiterkommen sind auf der Konstellation, als eine Syndikatsleitung vom als dem Syndikat Bau an so wie dat ausgeseit, wer dort Verschärfung von der Konfliktsituation desideiert gin, also vom de Konflikt den lo schon lang unhält, an dat bedeit, dass man do an eng Waldorganisation vu gewerkschaftlichen Aktionen werden so oder so kommen. Für dat das von den Dossier, wo dat Patronat mengt Leibeszeiten von denen Leute willen zu verschlechteren, da könnt wir nur net afro grad wie net afro könnt, dass es hier net nur so langer Zeit lo wesentlich auch verbessern, weil auch an der Lohndiskussion sind wir ganz weit von den dazu dem Dossier dann haben wir den Unisvertrag, kann ich schon nicht alle Punkte mehr, du sie vielleicht froh du so wo wir froh sind, dass den 1800 Leute. Du fallen 1800 Leiteren oder Ludo Vertrag aufgeschlossen, den von den größten Verträge aus dem Land aus, wann ich mal aufgesicht von denen rein sektorielle Verträgstudies Sektor in sich. Und du sind aber ein ganz Party von interessanten Sachen dran. Ich meine, neben dafür von Karrieren, Lohntabellen an alles sind aber auch so Sachen, angefordert gehen wie Tracht op Dekonnexion von den nächsten Verträgen, wo man so ein kollektivvertraglich so eine Bestimmung zu hun, wie gut dass die da nassfertig dann rausstellen
das nicht unbedingt Nuspruch für die Eichkehre, wo es angeschrieben wird, weil auch rapide Entwicklungen sind an immer Mutpassungen mehr. Da sind eben noch ein ganz paar die so Sachen dran, die ganz interessant sind, wo eben werden Impakte 100 Recht von einem Kollektivvertrag hier so positiv, was dann auch den Kollektivvertrag den echte bei H und M am Kommerz Vertrag, den für und allem kann richtungsweisend gehen noch an der Arbeitszeit froh am Kommerz nicht zu lernen denkt zwar immer man den Summe lernen Öffnungszeiten an Realzeit von der Leute nicht wie andere Leute immer probieren durchzustellen mir in diesem Fall geht es ganz präzis das war auch die Ausgangssituation dass man den Arbeitszeit von temps partiellen in dem Bereich Kommerz nicht viel Leute die nicht ein temps partiell volontär schaffen mir involontairement weil sie kein mir ein hege Kontrakt Vollzeitkontrakt kreen an du gehtt dann nur ein geregelt Arbeitszeit wo hier Bedürfnis und sich realisiert nämlich Staat dass sie fix die schon an eben in 8 Stunden Dach den wo also wo an der Woche überhaupt kann in dem novellen temps partiell hört wo die klar limitiert sind an angegrenzt sind an dat das eng wesentlich Verbesserung für die Lebensqualität von denen Leute, die an dem Betrieb schaffen, an dem Betrieb ermäßigt, aber durch das Modell, den angefordert Ginas aber betriebliche Biswellen nutzukommen. Und da lassen sich ein ganz positives Beispiel, was man da ja immer im suchen, dass man neben Arbeitszeiten affären, noch neue Arbeitszeiten affären, da sollen da die Kollektivverträge machen, weil das ist die beste Garantie, dass sie nicht nur unilateral eine Interessensvertretung bei den Arbeitszeiten umsetzt mir eben das zwei Seiten sich op eng Arbeitszeitmodell wo frieden final davon kann profitieren noch dat klengen Signalrichtung demokratische Partei do de Kap ganz schnell zu wirsel weil den du will führen da das du den falsch dat wird noch op wie immer 4 vor